Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal vor die Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim VfL Bochum. Und da würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern rein in den Bums. Blick auf Sonntagabend, der FC Bayern beim VfL Bochum. Willkommen zur Medienrunde mit Thomas Tuchel und willkommen. Erstmal ein Saskia, ne? Hier wird die Hand in die Höhe Bei mir gibt's ein Zäschen. Ja, bitte. Manuel Krischl für den Kicker. Herr Tuchel, guten Morgen. Sascha Boey kam jetzt gestern rein, die Nachricht. Wie lange wird er wohl ausfallen? Wie sieht es sonst aus mit dem Personal? Ja, ich meine, Thomas Tuchel ist ja auch da der Doc. Der kann das bestimmt kompetent beantworten. Und ja, vielleicht, wie war es auch nach der Rückreise jetzt so? Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen in der Mannschaft? Das ist jetzt schon... Stimmung ist Bombe, ist Partylaune, weil nach 3-0 in Leverkusen, 1-0 bei Lazio, da kann man schon mal feiern. Ne? Relativ prekäre Situation. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es eine prekäre Situation ist, eine ungewöhnliche Situation. Die Stimmung ist natürlich selbstverständlich gedrückt, weil wir von uns selber eine Reaktion erwartet haben und das Hinspiel unbedingt Die Stimmung, gut, für diese ganzen schönen Wetterfans, ja, ist die Stimmung vielleicht jetzt gedrückt, aber ansonsten ist die Stimmung seit 11 Monaten gedrückt, ja, weil einfach keinerlei Spielphilosophie, keinerlei Entwicklung da ist, es Grottenfußball ist, den wir uns anschauen. Ja. Gewinnen wollten. Die Niederlage ist trotzdem im Moment nur eine Hinspielniederlage, es ist noch kein Ausscheiden aus der Champions League. Deshalb sind noch alle Chancen da. Ja, wollen wir das schon in den Rahmen dann auch einordnen. Aber natürlich ist die Stimmung im Moment gedrückt. Trotzdem sind auch jetzt seit gestern im Training und heute alle dran, alle bemüht. Training, wieder top. Die sind super engagiert, die reißen sich den Arsch auf, die zaubern, die brillieren. Kombinationsfußball, bam, 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 ein Tor nach dem anderen im Training, Alter. Alle total bemüht, die Stimmung umzudrehen. Das geht aus meiner Erfahrung nur auf dem Trainingsplatz und das haben wir gestern versucht, das werden wir heute versuchen und dann bin ich also haben wir es noch nicht ganz geschafft. Sicher, dass wir morgen alle Chancen haben auch und auf jeden Fall die Energie aufbringen werden, um die Trendwende einzuleiten. Alter, wenn man schon sieht, wie er da hockt, wie er ewig lange überlegen muss, bis er die richtigen Worte findet und immer hier, ja, die. Alter, Tuchel hat fertig, Punkt. Zu leiten. Das war bisher jetzt eine sehr schlechte Woche für uns. Die haben wir uns bisher komplett anders vorgestellt mit den 3 Auswärtsspielen. Aber es gibt noch ein Spiel und aufgeben ist keine Option. Oder jetzt sagen, aufgeben oder hinschmeißen. Tuchel, ist soweit, wa? Weder jetzt für uns im Titelrennen noch in der Champions League. Es geht alles weiter. drin. Musst du dich beweisen als Trainer und als Spieler. Ja. Wir spielen ja so einen souveränen, geilen Fußball im Moment. Da ist alles drin, Leute. Macht euch keine Sorgen. Wir kommen wie Phönix aus der Asche unterm Tuchel. Ich gehe davon aus, morgen gibt es eine Ausstellung, die meiner ähnelt. Schaut gerne im Taktikfuchs rein. Und dann wird rasiert. Dann wird endlich mal das Leistungsprinzip ausgerufen jetzt und dann wird rasiert. Personal ist, Sascha ist leider raus mit einer Muskelverletzung. Ich schätze, die wird auch... Auch da sollte man vielleicht mal das Training überdenken. Ne? Ich weiß es nicht. Wenn die sich im Training alle top sehen und sich so den Arsch aufreißen, dass sie anscheinend im Spiel schon keine Power mehr haben, um mal mehr wie 20 gute Minuten zu haben, und wir ohne Ende Verletzte haben, durchgehend, und immer wieder Muskelfasergeschichten, dann sollte man vielleicht den Trainer auch mal hinterfragen. Ja? Sollte man das Training vielleicht mal hinterfragen. Vielleicht sollte man dann im Training einfach mal ein bisschen weniger Gas geben. Ja? Nur so eine Idee, und dafür dann im Spiel 90 Minuten Gas geben zu können. Und vielleicht hätte man dann auch nicht ganz so viele Verletzte. Ist natürlich immer schwer aus der Ferne zu sagen, aber nur mal so, um vielleicht mal da intern was zu hinterfragen. Weil so viele Muskel- und Sehnenverletzungen, wie wir diese Saison haben, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also da muss ja auch irgendwo eine Ursache da sein. Ja?
Und das sollte man dann vielleicht mal schauen. Und ja, wir befürchten ein paar Wochen, es passt noch nicht so richtig zu seinem Schmerzempfinden. Der Spieler selber ist so ein bisschen positiver. Also, aber die nächsten Spiele wird er uns auf jeden Fall fehlen und zurückkommen tun. Naja, machen wir uns nichts vor, hätte nicht gespielt. Ja, also von daher, vielleicht beim neuen Coach nächste Saison. Ja. Gut für Bochum niemand. Eins daneben bitte, Felix Fischer für Sky. Guten Morgen auch von mir. Gibt es Dinge, die Sie jetzt in so, ich nenne es mal Formtief, die Sie im Training ändern? Oder also gibt es Dinge, die Sie anpassen oder trainieren Sie noch? Nein, wir ziehen den Stiefel durch. 11 Monate, einen Schlüssel noch nicht gefunden. Dann wird er den jetzt im Training auch nicht mal finden. Weiter sozusagen. Nee, wir haben jetzt die Routine ein bisschen aufgebrochen. Ich glaube, nach 2 Niederlagen aufeinander in einer englischen Woche. Nach 11 Monaten Grottenfußball, da kann man mal ein bisschen was aufbrechen. Ja. War es jetzt nicht damit getan, einfach nur einen gewohnten Trott weiterzumachen. Wir haben ein bisschen die Routine verändert, haben gestern alle zusammen trainiert. Das sind Kleinigkeiten, aber das entscheiden wir eigentlich immer auf das, was wir denken, was die Mannschaft braucht. Jetzt war es uns gestern wichtig. Wie, sonst trainieren wir nicht zusammen, oder was? Sonst trainieren wir in Grüppchen, oder was? Also da muss man sich nicht wundern, Alter. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass man bisher nur in Grüppchen trainiert, ja, also. Und das war entgegen unserer Routine. Normalerweise hätten wir 2 Gruppen gemacht und die viel gespielt haben, wären ein bisschen früher reingegangen. Und die anderen hätten noch ein bisschen intensiver weiter trainiert. Gestern einmal. Wow. Ja gut, wenn man schon so 2 Klassengesellschaft reinführt, das bestätigt mich einfach immer nur weiter. Ja? Dass Tuchel so seine Lieblinge hat und der Rest ist scheißegal. Einfach mal mit allen durchtrainiert und sind komplett als Team draußen geblieben. Wow. Und heute werden wir auch die Inhalte ein Aber gut, nach 11 Monaten kann man das dann auch mal anpassen, ne? Bisschen verändern, um mehr das Tun und die Spielfreude und die Erfolgserlebnisse und so weiter. Mal ein bisschen weniger Taktik wäre vielleicht auch ganz gut, ne? Weil ich glaube, wir werden einfach erschlagen, wenn man das so sieht auf dem Feld. Ich glaube, da weiß schon kein Spieler mehr, was er gerade machen soll. Ja, also das ist ja grausam. In den Mittelpunkt zu stellen, es wird nicht den taktischen Schwerpunkt haben, wie normalerweise ein Abschlusstraining. Wow! Wow! Nicht diesen taktischen Schwerpunkt zu 110 auf dem VfL Bochum angepasst, sondern vielleicht mal ein bisschen das eigene hervorheben, die eigene Spielfreude vielleicht mal ein bisschen, die wir schon seit 11 Monaten nicht sehen, vielleicht mal ein bisschen fördern. Wow, und mal als eine Mannschaft trainieren und nicht da sind die Startelf-Jungs und ihr macht anderen Tönes. Wieder eins daneben, Stefan Kumberger für Sport 1. Herr Tuchel, Sie hatten ja in Ihrer Karriere immer mal Ich kann froh sein, dass ich nicht in München wohne, Alter, und mir jeden Tag, wenn mal öffentliches Training wäre, an der Seener-Straße das anschauen könnte, Alter. Hätte ich ihn noch eher zerrissen, glaube ich. Schwierige Situationen neben dem Platz, also Corona in Paris, in Dortmund gab es die Sache mit dem Bus, dann hatten Sie in Chelsea den Ownerwechsel. Also da sind Sie schon vom Schicksal geschlagen, würde ich sagen. Wo ordnen Sie denn rein sportlich die jetzige Situation in Ihrer Karriere ein? Ist das eine der schwersten Situationen, die Sie bisher... Nee, ist die leichteste überhaupt für ihn. Was sind das immer für dumme Fragen, Alter? Na, es ist unbefriedigend, sportlich total unbefriedigend, aber im Vergleich zu den Sachen, die Sie natürlich benannt haben, war ja kurz ein Bombenanschlag und eine Corona-Pause und dann weiter Corona und Eigentümerwechsel waren ja eigentlich Dinge, auf die man gar keinen Einfluss hat und die ja so extrem von außen auf Club und Mannschaft eingewirkt haben und gar nichts mit deinem eigentlichen Beruf und deinem eigenen Wirken zu tun haben. Das war sehr außergewöhnlich. Das jetzt ist zumindest im Ergebnis auf jeden Fall eine sportliche Situation, die total unbefriedigend ist. Jetzt natürlich doppelt, weil... Für uns auch, Thomas. Weil die Ergebnisse fehlen. Ich war auch vorher nicht 100%. What the fuck? Ja, ist nicht nur, weil die Ergebnisse fehlen, aber gut, dafür mit der Meinung stehe ich ja ein bisschen gesondert. Zufrieden mit dem, wie wir wirken und... War er nicht 100% zufrieden?
Ich dachte, das war schon Tuchel-Fußball in Perfektion. Wie unser Spiel aussieht, aber das sind natürlich in der Trainerkarriere dann offensichtlich Sachen, die man nicht wahrhaben möchte, aber die passieren können, und dann gilt es in allererster Linie, da sich rauszuziehen und daraus auch Kraft zu schöpfen und das als Herausforderung zu sehen. Es ist Sport auf dem höchsten Niveau. Wir wissen, was von uns verlangt wird, aber es ist am Ende auch nur Sport. Und deshalb gehört auch immer positive Grundstimmung und Vertrauen und in Lächeln und so weiter gehört einfach mit dazu. Nächstes Nikolaus Linner für Bild, bitte. Ich weiß nicht, Leute, er ist mir einfach der Situation geschuldet. Ich meine, er geht gut um damit, ja. Im Gegensatz zu sonst, aber mir fehlt einfach auch das Feuer beim Trainer, Alter. Ich sag's euch, wie es ist. Immer nur so plakativ und Durchhalteparolen. Mir fehlt einfach mal das Feuer und so klare Ansagen, Alter. Weißt du? Das fehlt mir einfach beim Tuchel. Hallo Herr Tuchel, Sie sprechen von einer unbefriedigenden sportlichen Situation. Es ist in den vergangenen Tagen viel Kritik laut geworden an der Arbeit Ihrer Mannschaft, an Ihrer Arbeit, die Sie da zusammen verrichtet haben. Können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie, das finden Sie in Teilen überzogen? Natürlich ist das in Teilen überzogen, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Man überzieht doch alle. Man ist enttäuscht, man ist wütend, weil man seit 11 Monaten diesen Grottenfußball sieht. Natürlich wird da vieles überzogen sein, aber vieles ist halt auch einfach Fakt. Ja, das muss man halt auch mal so klar sagen. Und wenn man gerade rausgehört hat, dass sie normalerweise in Grüppchen trainieren mit den Spielern, die gespielt haben und die nicht gespielt haben, Alter, das ist schon ein Signal an diese Mannschaft. Das verstehe ich schon gar nicht. Wie kann man so als Trainer arbeiten? Wie kann man so ein Signal an diese Mannschaft setzen? Also wir reden von einer Mannschaft und nochmal eine Mannschaft. Die ersten 11 sollten immer 16, 17 Spieler sein. Wenn man das aber schon so klar abcancelt, zu sagen, ja, das sind die gespielt haben, das sind meine Stammspieler und ihr so, ne? Fühle ich persönlich gar nicht. Wie soll man da den Teamgeist fördern, ja? Wenn man dann hört, dass sie mit Taktik halt überladen werden, in der Regel im Abschlusstraining. Wild, oder? Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich hoffe, Sie können nachvollziehen, dass ich ich mir insgesamt, normalerweise wirklich mir angewöhnt habe, gar nicht zu lesen, weder in guten noch in schlechten Zeiten. Ja, aber das stimmt ja nicht. Also das haben wir ja diese Saison schon mehrfach bewiesen, dass das nicht stimmt. Das klappt mal besser und mal weniger gut, aber das ist jetzt seit Leverkusen auf jeden Fall von meiner Seite passiert. Ich kann mir vorstellen, ich weiß, dass Freunde und Familie das härter trifft als mich, weil ich dann auch teilweise einfach zurückgehe in meine. Ja, ganz ehrlich, das muss man aber auch als Trainer gerade bei so einem Spitzenverein dann auch aushalten. Also dafür bekommen die Leute auch genug Schmerzensgeld, Alter. Da will ich keinen sehen, der da rumheult. Ja, solange man ihn nicht beleidigt oder irgendwie persönlich angeht, finde ich das alles okay. Wenn die sportliche Leistung kritisiert, und das ist, was ich hier tue zum Beispiel, dann muss er da durch. Fertig. Ja, wir reden über Leistungssport und nicht über Kreisliga A-Fußball. Eine Blase aber ich finde es auch völlig legitim, dass er sagt, er zieht sich da raus, ist da so in seiner Welt. Ist wahrscheinlich auch das Gesündeste, was man machen kann, ja, ganz klar. Von daher für mich völlig okay. Überhaupt. Wobei man vielleicht, aber ich denke mal, es wird ja auch passieren, wenn man so mit dem Sportdirektor und so weiter redet, sollte man vielleicht mal ein bisschen Kritik sich annehmen und was ändern. Aber das hat er ja jetzt auch getan, wie er erzählt hat, so mit Training und Taktikinhalten und sowas. Ja, ich bin gespannt. Überhaupt gar nichts über uns lese, weil ich glaube, dass ich den besten Einblick habe, weil ich ja jeden Tag dabei bin. Ja, da gehe ich mit, dass er den besten Einblick hat. Dafür macht er aber viel, viel, viel zu wenig daraus. Ich kann mir vorstellen, über die Art und Weise, die wir auch schon eine ganze Weile diskutieren, über die Art und Weise der Kritik, ich kann mir vorstellen, welche Ausmaße das annimmt. Ich werde natürlich auch von Dieter teilweise dann gebrieft, bevor wir eine Pressekonferenz haben. Ich spüre ja den Ton der Fragen nach den Niederlagen und so weiter. Also deshalb, ich bin ja nicht naiv und mache das ja jetzt auch eine Weile.
das muss jeder für sich selber entscheiden, welchen Ton er da anschlägt und wie er über uns berichtet. Das macht so viel weniger mit mir, als Sie sich vielleicht vorstellen können. Also bis eigentlich gar nichts, weil ich es an mir vorbeigehen lasse und mich. Das ist auch richtig so. Also das sehe ich genauso. Das fühle ich. Ja, das ist ja jetzt nicht vergleichbar, aber das ist dasselbe wie mit YouTube, wenn du da diese ganzen abgefuckten Kommentare irgendwie an dich ranlässt oder dir da einen Kopf machst. Das schadet dir auch nur. Ja, und als Trainer ist er in der Verantwortung. Ja, entweder nimmt er sich Kritik an von den richtigen Personen, mit Sicherheit nicht von irgendeinem YouTuber-Idioten oder von irgendeinem Experten-Idioten. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber nochmal, sportliche Kritik muss er sich gefallen lassen. Ohne Zweifel. Ja. Erst recht, wenn man beim FC Bayern ist. Also da gibt's für mich keine zwei Meinungen. Dass er sich da rauszieht, die Kritik sich nicht annimmt, ist völlig legitim. Ja, dafür ist er Trainer und jetzt auf meine Kritik bezogen, ich nur irgendein YouTuber. Komplett auf das konzentriere, was ich beeinflussen kann. Vielleicht können wir da eine... Ja, was bisher leider in 11 Monaten so gar nicht geklappt hat. Sache gerade mal klarstellen, was Sie es angesprochen haben. Das Spiel nach Leverkusen in der Kabine, da kam ja auf vor 2 Tagen, dass Thomas Tuchel einen Satz gesagt haben soll an die Mannschaft, der so nie stattgefunden hat. Ja, guck mal. Ich bin da auch nicht reingegangen, ne, in diese Diskussion. Ich habe das auch nicht für voll genommen, was da gesagt wurde. Wenn das irgendwo in der Bild-Zeitung oder anderem Schmierblatt steht, Alter, dann nehme ich sowieso nichts für wahr. Ja. Aus einer Quelle nahe der Mannschaft. Was soll so ein Satz, Alter? Also, ich kann mich auch hier hinstellen auf YouTube, ey, ich habe aus einer Quelle nahe der Mannschaft gehört, das und das. Also wer das glaubt, gerade in der heutigen Zeit, wo Sachen nur gesagt werden für Klicks, für Schlagzeilen, ist selber schuld. Das ist einfach schlichtweg nicht richtig. Es ist nicht die Wahrheit. Und solche Sätze gehen natürlich in die Medienwelt raus und haben teilweise auch eine toxische und würdelose Wirkung. Ja. Dessen müssen wir uns alle bewusst sein. Ja, da gehe ich mit, ne? Deswegen, ich habe diesen Satz komplett ignoriert und war auch gar nicht Teil meiner Kritik oder sonst was. Ne? Nichtsdestotrotz steht ein Tuchel zu Recht in der Kritik. Ja? Allein die Pressekonferenzen der letzten Wochen, nehmt die, guckt, wie oft er sich da widerspricht. Wie ratlos er ist, wenn man so auf der Bank sitzt in einem Champions-League-Spiel und nichts ändert. Das sind alles Dinge, die er sich gefallen lassen muss, an der er gemessen wird. Und wie gesagt, dass wir seit 11 Monaten keinerlei Entwicklung in dieser Mannschaft sehen. Ja, jetzt kommen ja die ganzen liegt an den Spieler, die haben keinen Bock, die sind satt. Ja, er ist der Trainer, dann hat er diese Spieler nicht aufzustellen. So, Argument widerlegt. Braucht ihr mir gar nicht reinschreiben in die Kommentare. Könnt ihr euch schenken. Ja, fertig. Gibt genug Alternativen, wenn man die nicht nutzt, ist man selber schuld. Und sowas fällt dann schnell mal hinten runter. Also sollte zumindest nicht unerwähnt bleiben. Könnt ihr gerne auch die Meinung einstreuen. Danke, Dieter. Finde ich gut, dass er das mal so klarstellt. Christian Kunz für die dpa. Eine besonders schwierige Woche liegt hinter Dayot Upamecano. Wie erleben Sie ihn und wie baut man einen Spieler wie ihn wieder auf? Ja, ich denke, Tuchel hat einen Opa ja schon nach Manchester City aufgebaut, also hat er da Erfahrung mit. Ja, indem wir ihm uneingeschränkt weiter vertrauen. Aber nochmal, ich kreide das gar nicht unbedingt den Opa an. Ja, ich kreide das schon den Coach an, weil für mich hat der Opa auch schon in Leverkusen nicht den Eindruck gemacht, dass er topfit ist. Ja, und es gab keinen Grund, ihn aufzustellen, weil das ein Delicht, den du hättest bringen können. Für mich absolute Katastrophe, ihn in diese Situation zu bringen. Also das war eine bittere Woche für ihn natürlich. Wir wollten ihn unbedingt fit bekommen. Er hat das ja schon mal gemacht in Dortmund und herausragend gut gespielt. Jetzt hat er in Leverkusen und in Lazio 2 Spiele. Ja, aber warum macht man das? So, da sind wir wieder bei der Kritik, die wir an Tuchel hier auch scharf kritisieren können. Warum macht man das? Er sagt es ja jetzt gerade selber. Ja, De Ligt war in sehr, sehr guter Form, hat er gegen Gladbach bewiesen. Er hat drauf geschissen, ne? Ach, der Opa, der ist ja gerade wieder da, direkt rein in die Mannschaft. Ja, also über wie viel Trainer-Inkompetenz wollen wir reden? Schwierige Spiele gehabt. Es ist aber müßig, über Einzelne uns rauszupicken. Wir sind als Mannschaft nicht stabil genug, wir sind als Mannschaft nicht stark genug, um uns... Ja, ist ja auch klar. Wie soll auch sich eine Mannschaft finden, wenn man die schon in Grüppchen aufteilt, Alter? Also nochmal, das ist eine Katastrophe, wo ich das gerade gehört habe. Auch einzelne. Ich meine, es ist ja okay, dass Ersatzspieler vielleicht nochmal ein Extra-Training irgendwie
vorher machen oder sonst was. Aber wenn du alle 3 Tage spielst mit englischen Wochen, wofür, Alter? Ja. Und gerade wenn man 11 Monate da ist und man sieht, dass einfach kein Mannschaftsgefüge so richtig da ist, kein richtige, wie man es bei uns sagt, mir san mir Gefühl, dass keine Mannschaft richtig auf dem Platz steht, ja, dann hätte ich doch schon viel eher dagegen steuern müssen. So, ja. Was sollen denn jetzt, nur weil die Leute nicht gespielt haben, wofür auch der Trainer verantwortlich ist, was sollen die in eine Extraschicht schieben? Was soll der Scheiß? Ja? Also. Die Spieler, die mal ein paar... Wenn, dann sollten die eine Extraschicht schieben, die auf dem Platz standen, weil die nämlich unterirdisch performt haben. Ja. Schwierige Minuten haben, die schwierige Situationen erleben, uns da zu unterstützen, so wie es sein muss. Wir müssen darin besser werden und mit Upa selbst, der ist so ehrgeizig und der hat einen unglaublichen Ehrgeiz im Training und im Spiel und der will dann natürlich auch alles regeln auf dem Spielfeld und am liebsten noch. Aha, haben wir jetzt die Kimmich-Ausrede jetzt auch für den Upa erfunden, oder was? Neben der Abwehrarbeit den Spielaufbau und dann noch eine Torchance vorbereiten und natürlich auch noch. So kennt man den Upa auch, oder? Ist eine Maschine im Spielaufbau und bereitet eine Chance auf die andere bei uns vor. Was erzählt der wieder, Alter? Noch emotional führen, das ist dann manchmal zu viel des Guten, aber es emotional führen. Man kann ja von Upa alles behaupten, ja. Also ich bin ja auch ein Upa-Fan, ne? Wisst ihr ja. Aber dass ein Upa ein Führungsspieler ist oder führt diese Mannschaft, selbst emotional, nee, ist beim besten Willen nein, Alter. Auf gar keinen Fall. Also emotional führt, also auf dem Feld nicht, in der Kabine, I don't know, mag ja so sein. Also auf dem Feld definitiv nein. Es kommt immer aus einem guten Antrieb und deshalb werden wir ihn immer weiter unterstützen und er hat immer unser Vertrauen. Mario Krischl wieder für den Kicker. Ja, ich mag die Lichter halt nicht, deswegen ist wieder Opa. Punkt. Vielleicht versuchen wir es mal positiver. Die Mannschaft hat jetzt von den letzten 3 Spielen gegen Bochum zweimal 7:0 gewonnen. Ist das vielleicht ein Ansatz, so ein bisschen die Leichtigkeit zurückzubekommen in die Mannschaft, dass man sagt, hey, ja, na klar, wir gehen jetzt mit der Einstellung rein, wow, wir haben von den letzten 3 Spielen zweimal 17:0 gewonnen, ist ja ein Selbstläufer. Das wäre die perfekte Einstellung, dass du 3-4-0 nach Hause gehst. Die haben wir zuletzt gut ausgesehen. Weiter so. Ich denke, das ist das Schwierigste, Leichtigkeit zurückzubekommen, weil es gibt es nicht auf Rezept und es gibt kein Patentrezept, Ja, aber er hat ja schon mal eine gute, also aus meiner Sicht, eine gute Sache gemacht, ja. Nimm dir mal ein Beispiel am Kaiser. Lass mal diesen ganzen taktischen Scheißzwänge weg und lass einfach mal die Jungs Fußball spielen. Geht's raus und spielst Fußball. Ja. Und gut ist, fertig. Also, dass wir eine Qualität in dieser Mannschaft haben, eine individuelle Qualität, wo keiner widersprechen kann, die auch für eine Mannschaft wie den VfL Bochum durchaus reichen sollte. Gebt den Jungs doch einfach mal die Leichtigkeit und die Spielfreude und zwängen sie nicht in irgendwelche taktischen Konzepte, die jetzt seit 11 Monaten nicht fruchten. Ja? Immerhin hat er aber was geändert. Die Frage ist, wird es Früchte tragen? Das werden wir dann sehen morgen. Einfach seid doch mal locker und spielt doch mal mit mehr Vertrauen. Das sind jetzt keine Attribute, die unser Spiel im Moment auszeichnen. Wir erwarten, also ich habe es jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt mit den hohen Ergebnissen. Ich erwarte jetzt unsere... Das wird brennen in Bochum, Alter. Da erwarte mal, dass du musst auf jeden Fall 110% dagegenhalten. Vom Kopf, vom Physischen her. Die werden brennen, Alter. Die sind super heimstark. Eine Niederlage erst zu Hause. Ja, auch nur 3 Siege, glaube ich, aber 6 Unentschieden. Das ist kein Selbstläufer, Leute. Ja, wer das denkt und guckt uns unsere Leistung an diese Saison. Ich weiß nicht, ob Tuchel jetzt wirklich viel geändert hat. Wir werden sehen, ob die Mannschaft irgendwie eine andere Einstellung hat, ob sie ein bisschen Lockerheit hat. Kommt natürlich auf den Spielverlauf an. Machst du irgendwie glücklich ein frühes Tor,
wird dir das eine gewisse Selbstvertrauen und eine Sicherheit geben und dann kannst du im Flow kommen, wer weiß das. Kriegst du ein frühes Tor, kann es auch sein, dass wir komplett auseinanderbrechen und untergehen. Also da ist alles möglich in diesem Spiel, wa? Und vieles wird von der Aufstellung abhängen. Wenn wieder diese ganzen Versager spielen dürfen, dann weiß ich es auch nicht mehr, dann bin ich durch. Aber meistens, wenn ich so weit bin, oder wenn ich jedes Mal, wenn ich so eine Äußerung gemacht habe, die Saison, haben ja dann die super kritisierten Spieler endlich eine gute Leistung gebracht. Also ist die Chance relativ hoch. Wir können davon ausgehen, dass ein Leroy auf jeden Fall spielt. Es wird ein Musiala auf jeden Fall spielen. Sehr wahrscheinlich wird auch ein Goretzka spielen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist wieder der Zeitpunkt, wo wir jetzt mal wieder 1, 2, 3 bessere Spiele sehen. Ja, wer weiß. Habe ich Hoffnung? Hoffnung hat man immer. Habe ich Glaube daran? Nein. Erwartungen dann richtig Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ne? haben. Und ich erwarte jetzt nicht einen Kantersieg von uns, sondern wir erwarten einen schwierigen Platz, einen extrem schwierigen Gegner, der zuletzt auch gerade zu Hause sehr gute Ergebnisse geholt hat mit einem sehr physischen Stil. Also es wird gesprintet ohne Ende. Es ist fast Manndeckung über den Platz. Sie haben jetzt zuletzt nicht sehr viele Gegentore bekommen, es immer wieder geschafft, den Mannschaften aus. Ja, und bei der Form, die unsere Spieler aktuell haben, ist so eine Manndeckung fast über den ganzen Platz, was Bochum ja das Genick gebrochen hat im Hinspiel, weil wir da einfach noch Spieler hatten, die eine gewisse Form hatten. Könnte diesmal ein Erfolgsrezept sein, wenn ich gucke, welche Spieler bei uns welche Form gerade haben. Und zu Hause ihr Spiel drauf zu drücken, haben sehr gut gespielt gegen Stuttgart, sehr gut gespielt gegen Augsburg. Deshalb erwarte ich eigentlich ein sehr kampfbetontes, sehr physisches Spiel am Ende dieser Woche. Das, was Sie angesprochen haben, versuchen wir natürlich im Training, das haben wir am Anfang besprochen, natürlich veränderst du manchmal deine Trainingsinhalte, das ist aber ein ganz normaler Prozess, je nachdem, was du denkst, was die Mannschaft braucht. Und nach wie vor denke ich, dass es für uns wirklich nicht weit entfernt war, dass wir in der 1., in der 6., in der 9. Minute in Führung gehen. Ach komm, Tuchel, Alter. Also ganz ehrlich, nochmal, das ist dasselbe wie gegen Leverkusen, Alter. Ja, Leverkusen hat nur 1,6 Expected Goals und wir haben es ja geschafft, dass sie nicht ihr Kombinationsspiel aufbringen konnten. Alter, du hast 13-0 verloren, du hast gegen Lazio, bist du gnadenlos, du hast eine gute Viertelstunde gehabt. Ja, gehe ich mit. Ja, da hast du 3 Torchancen gehabt, wo nicht ein Ball von aufs Tor kam. Ja, das war es. Danach war nichts mehr. So, ich kann ja verstehen, dass man aus schlechten Spielen oder auch mal aus Niederlagen versucht, die guten Dinge rauszuziehen. Aber irgendwann irgendwann muss doch der Punkt da sein, wo ich mal, er sagt so gerade, wo ich mal was verändere, wo ich mal das Gegenteil mache. Ja, da muss ich doch mal klipp und klar sagen, dass so eine Leistung nicht reicht. Dass eine Viertelstunde guter Fußball nicht reicht und schon gar nicht in der Champions League. Und mich jetzt nicht wieder daran hochziehen, auch ja, wir hatten ja 3 Chancen, wovon kein Ball aufs Tor ging. Wenn ein Ball nicht aufs Tor geht, kann er auf keinen Fall reingehen. Also scheiß mal auf diese Chancen. Ja, wir können da gerne drüber reden, wenn der Ball mal aufs Tor geht. Dann können wir gerne mal von einer Chance reden. Also Leute, in Lazio auch verdient in Führung gehen und würden vielleicht über ein komplett anderes Spiel. Ja, vielleicht. Hätte Fahrradkette, hätte Hund nicht geschissen, hätte er Nasen gefangen, Alter. Was sind das denn für Argumente? Alter. Also das als Cheftrainer beim FC Bayern ist einfach nur noch peinlich. Einfach peinlich, Leute. Ja, hätten wir da das Tor geschossen, das wäre verdient gewesen, dann hätten wir einen ganz anderen Spielverlauf gesehen. Ja, hast du aber nicht. Junge, über ein Alter. Komplett anderes Ergebnis sprechen. So, deshalb, wenn wir die Chancen jetzt haben in Bochum und die Chancen in Lazio hatten ja sogar die Spieler, die man eigentlich auch da haben möchte bei den Torchancen. Geht es natürlich darum. Ja, und es ging kein Ball aufs verkackte Tor. Merkst du noch irgendwas? Merkst du noch irgendwas, das schön zu reden und zu erzählen, hätte Fahrradkette, Alter. Hätte ich die 6 richtigen Kreuze gemacht, hätte ich 1 Million gewonnen, oder was? Was ist denn los mit? Das ist ein Cheftrainer beim FC Bayern, Alter. Das kannst du ja nochmal in der Kreisliga ABC, kannst du ja so argumentieren, meinetwegen. Ja?
Alto Betty, ist das gerade wieder peinlich. Darum eigentlich das Vertrauen durch Erfolgserlebnisse zu bekommen. Deshalb versuchen wir das jetzt auch im Training abzubilden und hoffen, dass wir dann da morgen den Bock umstoßen. Aber wie gesagt, ich erwarte ein sehr physisches und sehr anstrengendes, sehr intensives Spiel dort. Nikolaus Lindner wieder. Wenn wir schon bei positiven Sichtweisen sind, trotz der letzten Spiele, die nicht so ausgefallen sind wie erhofft, sind ja noch 2 Titel drin in der Saison. Glauben Sie, dass mit der Mannschaft das Double drin ist? Hat er das jetzt ehrlich gesagt? Es sind noch 2 Titel drin diese Saison. Ja, na klar. Wir spielen ja so einen bärenstarken Fußball. Also ich denke, wir können alle davon ausgehen, dass wir in der Meisterschaft jetzt marschieren werden. Wir werden Leverkusen unter Druck setzen, mit Sieg an Sieg gereiht. Gar keine Frage. Und Champions League, mein Gott, das war mal ein kleiner Ausrutscher gegen Lazio. Rückspiel machen wir 4-0 und alles ist gut. Wir setzen gleich wieder ein Statement für den nächsten Gegner im Viertelfinale. Also sehr gewagter Take. Wenn diese Spiele Ausnahmen gewesen wären, ja, die wir die letzten Wochen gesehen haben, würde ich sagen, alles klar, gehe ich mit, ja, weil wir einfach eine gewisse Qualität haben. Aber wir spielen seit 11 Monaten Grottenfußball. Es gibt keine Argumente, dass man da ernsthaft dran glaubt. Einzigste Argument für mich, wie gesagt, ein schneller Trainerwechsel. Das wäre das Einzige. Der vielleicht einfach mal eine andere Stimmung, eine andere Präsenz auch reinbringt. Alles andere, selbst wenn du jetzt gegen Bochum wieder irgendwie gewinnst oder auch klar gewinnst, weil die Manndeckung wieder nicht funktioniert, keine Ahnung, du schießt die 5-0 ab, dann kommt Leipzig, dann kommt Freiburg, die sind gerade auch nicht in guter Form, das könnte auch eher ein Grottenkick von beiden werden. Lass es, wir gewinnen 3 Spiele jetzt unverdient, wir kommen gegen Lazio weiter. Der Fußball wird trotzdem grottig bleiben. Vielleicht kommen die Ergebnisse aber wieder, ja, wer weiß. Und dann wirst du spätestens danach wieder einen Schlendrian drin haben. So wie immer. Dann gibt's wieder so ein Spiel wie gegen Bremen, so ein Spiel wie gegen Frankfurt. Es zieht sich durch die ganze Saison durch. Ja. Das wird sich auch nicht ändern, solange dieser Trainer da ist. Gut, das natürlich nach 2 Niederlagen, sagen wir mal, ist ein bisschen unangebracht ist, hier auf der Pressekonferenz vom Champions League-Sieg zu sprechen. Und das Problem, was ich habe, ist halt die Art und Weise. Nichts anderes. Ja, mir geht's einfach um die Art und Weise. Und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir uns auch nicht gegen Niederlagen stemmen, wie wir nicht an uns glauben, wie wir nicht unsere gewisse Arroganz haben, wie wir uns immer in jedem Spiel zu 110% am Gegner ausrichten, anstatt unsere eigene Philosophie zu finden. Das seit 11 Monaten. Wenn das wirklich erfolgreich sein sollte, dann weiß ich nicht. Dann bin ich sprachlos. Rückstand, irgendwelche Titelfantasien rauszuposaunen, versteht sich, glaube ich, auch von selbst. Man sollte nur unsere Bescheidenheit im Moment nicht damit verwechseln, dass wir aufgeben. Aber wir sind jetzt gerade in dieser Woche nach den beiden Ergebnissen, glaube ich, gut beraten, auf uns einfach mal die Fresse zu halten. Zu schauen und das zu beeinflussen, was wir beeinflussen können. Wir haben Rückstand aufzuholen in der Liga, wir haben Rückstand aufzuholen im Champions League Rückspiel. Und ganz egal, was wir heute auf dieser PK erzählen oder nicht erzählen, wir müssen es machen, wir müssen es beweisen. Und Karten auf den Tisch, ne? Leute, Karten auf den Tisch. Ist jetzt Zeit. Wir wollen uns beweisen. Vielleicht gibt uns die Ausgangslage im Moment auch den entscheidenden Kick, um so ein bisschen Ballast. Ja, den habe ich gesehen, den entscheidenden Kick. Last aus dem Rucksack abzuwerfen. Wir werden sehen, wir werden die Mannschaft darin bestärken und nicht aufhören, sie darin zu bestärken. Wir werden uns als Trainerteam niemals über die Mannschaft stellen. Dieser Satz, von dem Dieter gesprochen hat, das ist ja völlig absurd. Also Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr im Bus ein zu seiner Mannschaft, hoffentlich nach der PK oder nach dieser Besprechung. Was soll das? Also das ist ja
Das haben wir noch nie gemacht und werden wir auch nie tun, sondern wir werden die Mannschaft weiter pushen und werden unser ganzes Staff weiter pushen und zwar alles immer auf Augenhöhe und alles immer miteinander. Und anders geht's nicht. Und es geht vor allem dann nicht, wenn die Zeiten schwierig sind. Dann geht's überhaupt gar nicht anders. Deshalb brauchen wir jetzt jeden Spieler. Ja, diese Aussage kann er sich halt echt irgendwo in den, ne? Also, wer soll das denn noch ernst nehmen? Wir brauchen jeden Spieler. Also das Einzige, wie ich diese Aussage jetzt ernst nehmen kann, ist, wenn ich morgen eine Aufstellung sehe, die meiner in etwa nahe kommt. Also dann gehört ein De Ligt da rein, es gehört ein Tell da rein. Nach meiner Meinung gehört auch ein Saragossa da rein. Einfach mal andere Typen. Es gehört natürlich ein Pavlovic rein. Es muss was geändert werden. Man kann nicht wieder die gleichen Scheiße da durchziehen lassen. Ja. Dann kann man sich nicht in eine Pressekonferenz setzen und sagen, wir brauchen alle Spieler. Es wäre schön, wenn es so wäre. Ja, ich würde es begrüßen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Und das klitzekleine. Aber diese Chancen hatten wir diese Saison schon so häufig und sie wurden nie genutzt von Tuchel. Ego muss jetzt außen vor bleiben vom Trainer, vom Spieler, vom Zeugwart, von allen und musst du. Tja, wenn das so wäre, dann sehen wir morgen auf jeden Fall eine andere Ausstellung. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, Alter. Zusammenrücken, sonst kommst du nicht durch eine stürmische Phase. Machen wir noch 2 Fragen bitte. Stefan Kumberger nochmal und dann hinten hier vorne. Herr Tuchel, Sie haben den Kick angesprochen. Ist Bochum denn der richtige Gegner oder der falsche Gegner zum jetzigen Zeitpunkt? Das werden wir erst morgen sehen. Sie haben die Ungemütlichkeit dort. Ich will nach dem Spiel fragen, aber das wird natürlich. Ich glaube, dass das Spiel nicht viel zu tun hat mit dem Spiel in Lazio Rom und auch nicht sehr viel zu tun hat mit dem Spiel in Leverkusen. Ich erwarte jetzt im Gegensatz zu Lazio keinen tiefen, organisierten, taktisch disziplinierten Block, der uns den Ballbesitz überlässt und versucht zu kontern. Ich erwarte extrem hohes Anlaufen, ich erwarte Manndeckung über den ganzen Platz, ich erwarte Sprints ohne Ende, viele lange Bälle in unsere letzte Reihe, viele Kopfballduelle, viel Kampf um den zweiten Ball. Das ist eine komplett neue Herausforderung, der wir uns stellen müssen und es ist völlig egal, wer kommt. Es geht. Naja, wenn das wirklich so kommt, dann ist es ja so eher Galatasaray. Da haben wir gesehen, wie wir damit umgehen. Und da hatten wir eigentlich eine gute Phase. Oder sagen wir es anders, nicht so eine schlechte Phase wie aktuell. Also könnte es sehr interessant werden. Gilt immer Reaktion zu zeigen, vor allem in Clubs wie bei Bayern München gilt es immer wieder aufzustehen und seinen Kopf in den Regen raus und in den Sturm zu strecken und zwar erhobenen Hauptes. Wir sind auch. Ja, wenn wir das endlich mal ausstrahlen würden wieder, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, die gewisse positive Arroganz, ja, die fehlt komplett, seitdem Tuchel da ist. Noch Tabellenzweiter, also wir sind nicht auf dem Relegationsplatz oder kämpfen. Nee, aber so spielen wir leider Fußball. Kämpfen gerade um den einstelligen Tabellenplatz, sondern wir brauchen uns jetzt nicht schämen. Es wird gerade viel über uns ausgeladen und das ist auch alles okay. Brauchen wir auch kein Mitleid von niemand, aber kriegst du auch nicht. Wir brauchen uns jetzt auch nicht schämen, wenn wir aus dem Bus aussteigen und in Bochum in der Spielvorbereitung und in der Kabine und auf dem Platz mit erhobenem Haupt da rausgehen und selbstbewusst genug sind, um dort gewinnen zu wollen. Zum Schluss das Radio, Antenne 1, Felix Roder. Genau, Antenne Bayern. Oh. Hallo. Kein Problem. Hallo, Herr Tuchel. Kurze Frage zu Matthijs de Ligt. Viele haben so das Gefühl, dass er vielleicht so etwas den Stempel Innenverteidiger Nummer 3 drauf. Wollen wir die Frage jetzt in jeder PK stellen oder was? Hat er doch in der letzten PK schon beantwortet. Ist alles auf einem Level, ist leider gerade ein bisschen hinten dran, der Matthijs. Hat. Ist er jetzt einer für die Startelf nach dem Lazio-Spiel? Und zweite Frage tatsächlich immerhin, noch. Ich glaube, es war vor kurzem mal Innenverteidiger Nummer 4, oder? Der Stempel, ist ja schon besser geworden. Genau, und die zweite Frage wäre, wie wollen Sie Harry Kane besser ins Laufen bekommen nach dem letzten Spiel? Schlechter Witz natürlich von mir, weil es dann nicht besser geworden ist und er den Stempel auch nur von außen kriegt. Er hat den Stempel nicht bei uns. Wir werden uns immer... Das ist halt, was ich meine, Leute. Ja, das ist halt, was ich meine. Er quatscht jetzt wieder so und man sieht ganz klar, dass es anders ist. Nochmal, ich hau nicht einen Opa und einen Minjay gegen Leverkusen rein und ziehe sie danach noch gegen Lazio mit durch. Aus welchem Grund?
Klar kann er jetzt nicht sagen, jo, er ist Innenverteidiger Nummer 4. Keine Ahnung. Aber erzähl doch dann nicht sowas. Ja? Dann sag doch einfach, ihm fehlt dies oder sonst was. Es macht mich fertig. Immer bei Bayern München sowieso. Und wir werden uns immer überlegen, wer zum Gegner besser passt, wenn wir extrem... Genau, das ist nämlich auch der Sinn, dass wir als FC Bayern uns natürlich immer am Gegner orientieren. Hoch wie in Leverkusen uns vornehmen, extrem hoch zu attackieren, haben wir uns am Ende für Min-Jae Kim, für UPA entschieden mit Eric Dyer in der Mitte. Das war eine Last-Minute-Entscheidung, weil Matthijs auch am Tag vorm Spiel und am Spieltag selber noch der Rückenschmerzen Spritzen bekommen hat im Rücken und wir wussten, dass UPA nicht durchspielen kann und wir deshalb das Risiko nicht eingehen wollten, dass Matthijs das Risiko, den Opa aufzustellen, ist halt die Katastrophe. Eventuell in der Halbzeit oder ebenfalls nach 60 Minuten zu uns kommt und sagt, mein Rücken geht zu, ich muss raus. Wir wollten mit einer... Ja, was wäre denn dann anders gewesen? Dann hättest du halt den Opa gebracht. Was ist das denn jetzt für ein Argument? Er sagt gerade selber, ja, der Opa konnte nur 60 Minuten spielen, das war von vornherein klar. Was wäre denn andersrum gewesen? Wenn das wirklich so gewesen wäre, was er gerade argumentiert, ja, dann hätte er De Ligt gesagt nach 60 Minuten, ja, es geht nicht mehr. Hättest du den Opa ja bringen können für 30. Also, das ist ja wieder ein Argument, Alter. Mit einem 3 gegen 3 in der letzten Linie gegen Leverkusen Mann gegen Mann verteidigen. Und wir wussten, dass wir 4 Innenverteidiger dafür brauchen. Deshalb war die Entscheidung dort gegen Mata. Es war eine extrem knappe Entscheidung. Und wir haben jetzt mit Eric Dyer 4 Innenverteidiger und die kämpfen um die Plätze. Und wir werden uns immer erlauben, von Spiel zu Spiel auch die aufzustellen, die unserer Meinung nach die beste Form haben, die beste Ausstrahlung. Ey, wenn das wirklich der Fall wäre bei uns, nicht nur auf die Innenverteidiger bezogen, Alter, dann würde dieser Trainer gar nicht zur Diskussion stehen. Ja, das ist halt wieder völliger Kokolores, was er hier erzählt. Oder er hat eine absolute, kann auch sein, ne, eine absolute Wahrnehmungsstörung. Weil allein auf die Position im zentralen Mittelfeld bezogen. Auf die Position auf den Außenbahnen bezogen. Wir können es durchgehen. Katastrophe. Will er mir erzählen, sagen, nee, er hat die beste Form und beste Ausstrahlung. Oder ein Goretzka hat die beste Form und beste Ausstrahlung. Was will er mir denn gerade verkaufen? Ja, und bei der Innenverteidiger will er mir erzählen, Min-Jae Kim hat gerade irgendwie eine gute Ausstrahlung. Alter, der läuft auf dem letzten Reifen, auf der letzten Luft im Reifen, Alter. Also das sind die am besten zusammenpassen zu der Idee, die wir... Ja, die haben am besten zusammengepasst. Min-Jae Kim, der den Eric Dyer noch nicht mal kannte und Opa, der mit dem Eric Dyer auch kaum trainiert hat. Haben am besten zusammengepasst, ne? Weil die Licht und Dyer die letzten Spiele gespielt haben und die ja so super nicht aufeinander abgestimmt sind. Ja, macht voll Sinn, was er erzählt. Wir spielen zum Gegner. Das ist halt, was ich meine. Wie kann man sich so viel widersprechen? Ja? Das ist doch traurig, dass ich als irgendein Lowbob im Internet schon so viele Angriffspunkte finde, wo er einfach nur dummes Zeug redet. Ja, dann stellt euch doch mal vor, wie die sogenannten Experten, die vielleicht ein bisschen tiefer drin sind in der Materie, die finden doch noch mehr Angriffspunkte. Das ist doch lächerlich. Ja, und daran hat sich nichts geändert. Mata kam aus einer Verletzung in die Saison. Er hatte dann in der Saison wieder eine lange Verletzung, hat wochenlang gefehlt. Und dann kämpfst du einfach bei Bayern um deinen Platz. Und das ist aus meiner Sicht eine völlig normale Situation, weil dort jetzt gerade, aber für uns offensichtlich unnormal in der Wahrnehmung, weil wir jetzt gerade dort keine Verletzten haben und tatsächlich 4 Spieler für 2 Positionen haben. Eigentlich etwas, was bei Bayern in dem Kader normal ist leider diese Saison unnormal und Mata war da jetzt zuletzt ein bisschen hinten dran, aber nicht in unserer Wertschätzung, auf gar keinen Fall. So, was war der zweite Teil? Harry Kane, wie den wieder besser ins Laufen bekommen. Der Harry kümmert sich um sich selber, der braucht mich nicht, also der weiß schon, was er tut. Und nee, der bräuchte nur mal eine Mannschaft, die auf ihn eingestimmt ist oder abgestimmt ist, ja. Das wäre ein großer Vorteil. Der ist natürlich unzufrieden mit dem, wie er im Moment eingebunden ist und wir sind unzufrieden, wie wir ihn im Moment finden und nicht finden.
Wow, da sind wir ja mal einer Meinung. Ich habe sehr selten, vielleicht noch nie, so eine Diskrepanz erlebt zwischen Training und Spiel. Also wir sind da top im Training. Das ist heiß, da brennt alles. Zwischen Trainingsleistungen in Trainingsspielen, die Art und Weise, wie er trifft, wie er die Mannschaft führt, wie seine Mannschaften die Turniere gewinnt im Training, in der Art und Weise, wie er trifft. Das ist also das. Der erzählt die gleiche Scheiße seit 11 Monaten, auf alle Themen bezogen. Es ist doch nicht mehr tragbar, Alter. Das ist unglaublich, absolute Weltklasse. Und wie wenig wir ihn dann finden im Spiel, das ist so ein bisschen bezeichnend für die jetzige Situation. Er ist allerdings derjenige, der sich verhält, wie eigentlich ein Kapitän sich verhält. Ja, vielleicht hättest du ihm dann mal die Binde geben sollen. Na? Vielleicht wäre das mal ein Statement gewesen. Man hätte es mal ein paar Strukturen in dieser Mannschaft aufreißen können. Er war Kapitän von Tottenham, er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Deshalb ist mit Harry alles okay. Und wie gesagt, der braucht mich nicht. Der ist Low Maintenance auf dem allerhöchsten Niveau. Vielen Dank, Thomas. Danke euch. Schön. Vielen Dank, Thomas. Vielen lieben Dank. Hat mich mal wieder, am Anfang war es noch okay. Zum Ende hin dasselbe Geschwafel wie immer. Ja. Man kann es halt einfach nicht mehr ernst nehmen, was er von sich gibt. Und man kann es auch nicht mehr hören. Ja, ich denke, das ist zusammengefasst. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Bochum. Ich habe es ja gerade schon gesagt. In dem Spiel kann alles passieren. Du kannst 3-4-0 nach Hause fahren, du kannst 3-4-0 gewinnen. Es kann ein super Lama-Kick werden mit irgendeinem Unentschieden. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen auf die Aufstellung. Ob jetzt endlich mal Strukturen aufgerissen werden. Ja. Ob da, was er ja gesagt hat, im Training da so ein bisschen was verändert. Ob dann vielleicht auch mal die Startaufstellung mal ein bisschen verändert wird. Wenn nicht, aber wie oft soll ich es noch sagen? Für mich ist der Zug Tuchel abgefahren, Leute. Ich lege mich da fest, unabhängig von dem Ergebnis. Da müsste wirklich die Aufstellung. Ich habe nichts dagegen, wenn Tuchel das Ruder jetzt noch rumgerissen kriegt, ja. Nochmal, wenn er endlich mal eine Spielphilosophie auf den Platz bekommt, wenn er dann jetzt nach 5 Monaten Harry Kane endlich mal eingebunden kriegt in diese Mannschaft, wenn er endlich mal das Leistungsprinzip ausruft, habe ich kein Problem damit, dass Tuchel unser Trainer ist. So. Ja, aber da müsste er sich jetzt schlagartig um 180 Grad drehen. Ich bin sehr gespannt, ob das passiert. Das werden wir schon an der Aufstellung gegen Bochum sehen, denke ich. Ich persönlich glaube das nicht mehr. Weil diese Chancen hatte er in dieser Saison bestimmt schon 5-6 Mal und hat sie nie genutzt. Ja. Und ich glaube nicht, dass er so selbstreflektiert und selbstkritisch ist, um das jetzt komplett zu ändern. Aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren. Von daher warten wir mal auf die Aufstellung morgen und dann auf das Spiel, auf die Leistung. Ja, und dann gibt's hier die Spielanalyse, Leute. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für euren Support. Rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.